für diesen Tag Diversity Feeds the World, Vielfalt ernährt die Welt. Ich finde, das ist ein interessanter Titel. Man kann hinter diesem Satz nämlich ein Rufzeichen setzen, aber man kann auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Viele setzen ein Fragezeichen dahinter. Es wird oft darüber diskutiert, kann Vielfalt tatsächlich die Welt ernähren oder brauchen wir, wie wir in den letzten Jahrzehnten sehr oft gehört haben, vor allem große, vor allem monokulturelle Betriebe, um den Welthunger stillen zu können. Wir wissen, dass bis heute die Versprechungen der sogenannten grünen Revolution nicht eingetreten sind, dass wir nicht die Welt ernähren können. Und deswegen jetzt finde ich besonders spannend, heute der Frage nachzugehen, kann Vielfalt diese Leistung erbringen und wenn ja, welche Rahmenbedingungen braucht sie dafür? Wir werden heute Kulturpflanzenvielfalt als politisches Thema besprechen, aber bei all der ernsthaften Auseinandersetzung darf natürlich der Genuss auch nicht fehlen. Das heißt, Sie werden die Möglichkeit haben, alte Obstsorten zu verkosten. Einige von Ihnen haben das vielleicht draußen auch schon genutzt. Sie werden die Möglichkeit haben, Kaffee zu verkosten. Und in all dem wollen wir heute natürlich eine Organisation feiern, die seit 25 Jahren in Österreich, aber auch über die Grenzen hinaus als ein Symbol für Bewahrung und Förderung von Pflanzenvielfalt steht, nämlich Akinoa. Mein Name ist Elke Ziegler, ich arbeite als Wissenschaftsjournalistin für den ORF und bin seit vielen Jahren Akinoa, würde ich sagen, freundschaftlich verbunden. Ich freue mich, dass ich Sie heute als Moderatorin durch diesen Tag begleiten darf und möchte Ihnen jetzt für die Begrüßungsworte einen ehemaligen langjährigen Obmann und Gartenleiter zu mir bitten und den jetzigen Obmann, nämlich Peter Zipser und Christian Schenkel von der Akinoa. Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu können. Das war eher ein Zufall, dass der mich hierher geführt hat. Das war eine Untersuchung, nachdem ich eine sehr bedrohliche Diagnose bekommen habe in meinem Herkunftsland, in Indonesien. Und das hat sich zum Glück alles mit Wohlgefallen aufgelöst. Und morgen fliege ich zurück und heute bin ich da und kann mit Ihnen dieses Fest feiern. Für mich ist es rückblickend wirklich ein Fest. Ich habe ziemlich am Anfang begonnen, dabei zu sein, mitzuarbeiten. Und ich habe gestern ein bisschen überlegt, was denn irgendwie die besonderen Bewegungskräfte sind, die Akinoa so lange im Schwung hat. Das ist ein Vierteljahrhundert, man muss sich das mal vorstellen, das ist ja kein kleiner Zeitraum. Und als wir begonnen haben, wir sind da zwei Aspekte eingefallen. Wir haben begonnen in einer Phase, wo wir ganz wenig Erfahrung mit der Vermehrungsarbeit hatten. Wir konnten gärtnern, aber von der Vermehrung hatten wir noch ganz wenig Wissen. Und das war eine unheimliche Triebkraft, zu schauen, wo kriegen wir das Wissen. Und wir müssen uns mit unseren Mitgliedern, mit Bäuerinnen, mit engagierten Gärtnerinnen, passionierten Kleinbauern zusammensetzen und schauen, wie machen die das. Und dieser Prozess des Auseinandersetzens, des sich Wissens holen, Wissen zu bündeln, weiterzugeben, zu überprüfen im Vermehrungsbereich, ich glaube, das ist so eine Haltung, die Akinoa bis zum heutigen Tag begleitet. Und das macht auch dieses Netzwerk aus, das da entstanden ist. Das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, ein anderer Aspekt, ist, wir haben begonnen mit ganz wenig finanziellen Mitteln oder vor allem mit wenig Ausstattung. Wir hatten kaum Material. Ja? Und das hat auch Auswirkungen gehabt. Das hat einerseits die Auswirkung gehabt, dass wir ohne diese Hilfsmittel sehr, sehr nah bei den Pflanzen waren. Wirklich mit ihnen, das ist eine Verbindung da entstanden. Wir haben wirklich gesehen, Maschinen brennen auf, Werkzeuge brennen auf. Und dieses Verbinden hat auch irgendwie einen Aspekt gebracht, wie, also ich habe gestern Abend noch gedacht, habe das Gefühl gehabt, Arbeit mit Pflanzen, gärtnerisch und vermehrungsmäßig noch mehr, ist Beziehungsarbeit. Ja? Also man merkt, wir bearbeiten nicht die Pflanzen, sondern das ist wirklich ein gemeinsamer Prozess, der nach vorne offen ist. Und ich glaube, das war auch der Punkt, der bei mir während der Arbeit, wir haben begonnen als die alten Sorten bewahren. Das ist auch vielfach noch immer das öffentliche Bild. Und mir ist damals ganz schnell klar geworden, eigentlich sind wir die neue Vielfalt entwickelt. Also das ist eigentlich ein Paradigmenwechsel von Erhalten, auf der Basis von Altem erhalten, aber Neues entwickeln, neue Techniken zu entwickeln, das Alte zu nutzen. Also das war eigentlich in diese Arbeit eingebaut. Und das hat wirklich so Wurzeln gehabt. Und ich glaube,
ich, sind einfach bis heute eine ganz, ganz starke Triebkraft für diesen Verein, für diese Verbindung. Und ein Aspekt, der dabei noch da ist, ist so, diese Verknüpfung ist etwas Lebendiges. Ja? Und ich habe wirklich das Gefühl, mein Leben und ein Teil meiner Lebendigkeit ist einfach mit dieser Arbeit, Teil dieser Arbeit mit Menschen und Teil dieser Arbeit mit Pflanzen entstanden. Dafür sage ich einfach Danke auch. Ja, danke Peter Zipser. Mich freut das sehr, dass du hier bist. Ich habe es ja schon bedauert in der Planung, dass es für ihn nicht möglich wäre. Der Zufall hat es wollen, du bist doch hier. Ich bedanke mich auch schon bei allen Referenten und Referentinnen, die gekommen sind, den Weg auf sich genommen haben, mit uns hier ein Thema zu diskutieren, das wir uns quasi selber als Programm ein bisschen gestellt haben. Vielfalt ernährt die Welt, eben mit dem Fragezeichen oder Rufzeichen, wie die Elke Zieger das gesagt hat, als Thema der Ausrichtung der Arche Noah. Ich bin sehr gespannt auf diese tolle Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie uns diesen Nachmittag schenken, um mit uns zu diskutieren, mit uns nachzudenken, zu vernetzen. Und das Thema der Pflanzen wollte ich ganz anders ansprechen. Ich war ja vom Beginn der Arche Noah an im Vorstand für die Finanzen zuständig und nachdem Peter dann nach Asien entschwunden ist, durfte ich den Vorsitz übernehmen. Ich komme aus der Umweltschutzbewegung, ich bin also im Umweltbereich tätig. Für mich ist das Thema Anpassung, Adaption an den Klimawandel mittlerweile ein ganz großes Thema geworden. Nicht nur für Pflanzen, auch für Menschen in den Städten. Sie kennen die Hitzeereignisse im Sommer mit über 40 Grad und den damit verbundenen Todesfällen und so weiter. Also wir haben ganz andere Herausforderungen als vor 25 Jahren zu meistern und viele der Themen, die wir vor 25 Jahren als in ferner Zukunft diskutiert haben, sind relativ rasch eingetreten. Ich denke, das wird so ein Thema auch in dieser ganzen Vielfaltsdiskussion, wie kann man stabile Landwirtschaft langfristig garantieren unter sich permanent ändernden, manchmal auch drastisch ändernden Rahmenbedingungen. Das wird, denke ich, ein Thema werden. Für die Arche Noah eine große Herausforderung, natürlich auch die Arbeit im europäischen Kontext mit der Gesetzgebung, Kampagnenführung und so weiter. Das war das Thema der letzten 5 Jahre, wo wir uns sehr weiterentwickelt haben, auch neben der gärtnerischen und Agrobiodiversitätsarbeit in die politische Arbeit. Wir müssen uns in Feldern die Gefahr bringen, da haben wir von Vandana Shiva schon viel gelernt, wie Großkonzerne dann rasch vorgehen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorhanden sind, rechtzeitig vorbereiten und schauen, auch bei der Gesetzgebung mitzuwirken. Da haben uns ganz viele unterstützt. Ich habe das heute Vormittag im Rahmen eines Interviews auch gesagt, dass wir 500.000 Unterschriften nach Brüssel bringen können und dort einen Gesetzwerdungsprozess stoppen können im letzten Jahr. Wie das weitergeht, ist noch offen, aber wir werden heute einiges dazu diskutieren. Ich freue mich, also diesen Tag mit Ihnen zu verbringen und jetzt habe ich noch die ehrenwerte Aufgabe, Sie sehen es hier, unsere Unterstützerinnen vorzustellen. Erst einmal Johann Reisinger, der mittlerweile die radikale Naturküche vorbereitet, wir werden das später zu Kosten bekommen. Die Hertha-Firnberg-Schule mit Servicepersonal, 2 Lehrern und der Küche, die uns hier unterstützen werden. Den Meierhof Getreide für die radikale Naturküche, das Krautwerk Gemüse für radikale Naturküche, Frankel 24 Geschirr und Ausstattung, Biowein Toni Schmidt, ein langjähriger Freund aus der Arche Noah, Druckerei Janecek, DMO Grafikdesign, Beast Communication, Website und Magazin unterstützen die uns immer, Konferenz Consulting, die Dolmetscher, Top Event Dolmetschtechnik, Johannes Sulloch, der Fotograf, der heute auch hier ist, Magdas Hotel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist ein Refugee-Hotel in Wien von der Caritas, ein ehemaliges Pflegeheim, das jetzt temporär als Hotel genutzt ist, wo unsere internationalen Gäste wohnen. Und bei Fräulein Brehm darf ich mich bedanken und beim Team
der Achim Noah, die die tolle Veranstaltung vorbereitet haben. Bei einzelnen Personen werde ich mich zum Schluss dann noch bedanken, aber jetzt bitte einen großen Applaus für alle unsere Unterstützerinnen. Dankeschön.